Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur PK nach dem Spiel beim VfL Wolfsburg, was wir 3:2 gewonnen haben. Und nicht lang schnacken, wir gehen rein in den Bombs. Dann guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach der Partie gegen den FC Bayern München. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Cheftrainer Vincent Kompany und Ralf Hasenhüttl und ich darf dich, Vince, direkt um deinen Kommentar zum Spiel bitten. Dankeschön. Die beiden könnten auch ein Wrestling-Match machen, oder? Ralf Hasenhüttl und Vincent Kompany. Oder zumindest so over-the-top-mäßig mal Arm drücken. Ja, also ganz kurz von mir. Ich glaube, in die erste Halbzeit, dass alles so ein bisschen gepasst für uns und das war eigentlich eine gute erste Halbzeit und dann in zweiter Halbzeit. Naja, wir haben versäumt, die Tore zu machen. Ja. Sonst war die erste Halbzeit gut, ja, zumindest nach den ersten 10 Minuten. Aber du kannst natürlich nicht, klar, der Torwart war richtig stark von Wolfsburg, keine Frage. Aber du musst einfach 2 Hütten mehr machen. Und das hatte ich eigentlich auch schon erwartet irgendwann im Spiel. Aber ganz schnell nach 20 Sekunden die Gegentor und sofort auch Momentum verloren. Und ja, dann war die zweite Halbzeit einfach nicht wie es sein muss. Aber letztendlich kann ich mich auf jeden Fall noch etwas holen aus dieser zweiten Halbzeit. Das ist, dass die Mentalität noch da war. Also was die gemacht haben in der Vorbereitung, die haben einfach weiter gespielt und die haben versucht, wieder das Tor zu machen. Aber klar, die zweite Halbzeit war ganz schwierig für uns. Vielen Dank, Ralf. Wie fällt dein Fazit aus? Jetzt erstmal ein Glückwunsch zu deinem ersten Sieg in der Bundesliga. Wir haben versucht, euch heute schon schwer wie möglich zu machen. Ich glaube, das ist uns gelungen. Ich weiß nicht, wie viele uns hier so ein Spiel heute zugetraut hätten. Aber na, ich habe schon das erwartet, was sie in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. Ja, erste Halbzeit hat mich schon ein bisschen überrascht, dass wir sie doch so gut im Griff hatten. Weil wer sich ein bisschen mit Ralf Hasenhüttl Fußball auskennt, da erwartet man eigentlich was anderes, ne? Als wie das, was sie in der ersten Halbzeit zeigen konnten. Aber vielleicht waren wir auch einfach so stark in der ersten Halbzeit. Ich habe es meiner Mannschaft zugetraut. Ich habe gewusst, dass wir gut gearbeitet haben in der Vorbereitung. Schon in der ersten Halbzeit ging es eher darum, im Spiel zu bleiben, den Gegner ein bisschen abzubremsen, die Qualität erstmal ein bisschen unter Kontrolle zu haben und ohne sich zu sehr zu entblößen. Und es war auch ganz klar, dass wir zweite Halbzeit dann unsere Chancen bekommen werden, weil wir fit sind, weil wir laufen können, weil wir auch in das, was wir tun, extrem an Glauben haben. Ich glaube, auch das hat man gemerkt. Und einen Gegner dann vor solche Probleme zu stellen, der so eine Qualität hat, ich glaube, dafür muss man vieles richtig machen. Im Endeffekt kriegen wir dafür heute nur ein paar warme Worte und sonst nicht viel, aber ich finde, es ist einfach, ich bin sehr, sehr stolz auf das, was ich hier heute gesehen habe von meiner Mannschaft. Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt, wir haben bis zum Schluss alles auf den Platz gelassen und nur so kann es gehen und ich glaube trotzdem, dass die Enttäuschung da ist, weil die Jungs natürlich, ich wollte zwar keinen hängenden Kopf in meiner Kabine sehen, aber es ist logisch, wenn du so viel investierst und dann im Endeffekt mit leeren Händen dann dastehst, eben außer ein paar warme Worte zu kriegen, dann tut das so ein bisschen weh. Muss es aber in Wahrheit nicht, weil, nochmal, das ist der Weg, wie es gehen kann und wie es gehen soll. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt nicht viel, was ich heute in meiner Mannschaft kritisieren kann. Eher vielleicht die Tatsache, dass wir nach dem 2:2 die Riesenchance haben, wo wir das Ding nicht machen. Weil das wäre. Ja, da können wir froh sein, dass der Behrens eingewechselt wurde. Und der eher das mit dem Kopf kann wie mit dem Fuß. Ja, schon ein Moment gewesen, glaube ich, wenn wir da das dritte machen, nachdem sie ihren Ausgleich erzielen, dann wäre es vielleicht wirklich noch möglich gewesen, auch vielleicht sogar zu gewinnen. Aber ja, so ist Fußball. Einfach eine fantastische Mannschaft, der FC Bayern. Und die werden heuer sicherlich ein Wörtchen vorne mitreden. Danke sehr. Dann vielen Dank an die beiden Trainer und dann bitte ich an die Fragen und vorab um ein kurzes Handzeichen. In der 4. Reihe Engelbert Hensel von der Wolfsburg Allgemeinen. Hallo, Herr Hasenhüttl, können Sie was zu Lovro Mayer sagen? Sah aus, als wenn das irgendwie unterm Auge irgendwie geschwollen war, als er runterging. Alter, was haben die denn mit dem Fokus hier, ey? Und ganz generell, wie hat er Ihnen heute gefallen, außer gut? Ja, ich glaube, das ist ja sowieso ein Spieler, der enorm viel investiert, nicht nur im Spiel, sondern auch im Training und
hat heute einfach, Gott sei Dank, endlich noch sich auch belohnt für die Situation, dass er da vorne drinnen spielen darf. Musste dann runter, obwohl er vorher schon Krämpfe hatte und trotzdem hat er weiterspielen wollen und dann war es, glaube ich, irgendwie, ja, es ist schon ziemliche Beule hier an der Wange. Ich weiß nicht, was genau kaputt ist, aber ich hoffe nicht zu viel. Ansonsten kann ich nur sagen, so wie alle eigentlich heute von meiner Mannschaft hat er alles reingepackt und war sicherlich einer der wichtigsten Spieler heute für uns. Eine Nachfrage und danach Thomas Hiete vom Kicker. Wir haben ja hier im letzten Jahr öfter mal gerätselt, auf welcher Position ist er am stärksten und man hat immer das Gefühl, man hat seine Position, die beste für die Mannschaft, noch nicht gefunden. Haben Sie die jetzt gefunden? Ja, also wenn er so in der Position wie heute spielt, immer 2 Tore macht, dann haben wir sie anscheinend gefunden, aber es gibt es auch keine Garantie dafür und wichtig ist, dass er halt gegen den Ball auch arbeitet. Das war heute gegen den Gegner einfach enorm wichtig, weil da ist so viel Speed und wir sind mannorientiert gegen den Ball, sie auch und trotzdem haben sie es wieder geschafft, uns da auch mal rauszulocken mit sehr guten, ja, mit einer richtigen Finesse und dann auch ist es nicht immer so einfach und er hat es clever gemacht, auch die ganze Mannschaft hat es eigentlich clever gemacht über weite Strecken. Herr Hasenhüttl, jetzt Jakub Kaminski nicht von Haus aus Linksverteidiger. Sie mussten heute ein bisschen improvisieren. Was sprach letztendlich für die Viererkette für Jakob hinten links? Er hat sich schwer getan, hat sich dann reingekämpft, hat dann Pech beim Eigentor. Wie bewerten Sie insgesamt seinen Auftritt? Sehr gut. Also ich muss sagen, ihr müsst schon noch mal ein bisschen gucken, was da gegen ihn läuft. Ja, da ist einer Olysée, der hat auch gestandenen Linksverteidigern schon richtig Probleme bereitet. Da kommt danach dann noch ein Knapp über die Seite, glaube ich. Und also ist nicht einfach, möchte ich nicht haben, die Aufgabe. Thiago hat ihn super unterstützt, geholfen. Bei einem Tor, also bei einer Aktion erste Halbzeit waren sie eben nicht in der Lage, die zu stoppen. Ansonsten muss ich sagen, beim dritten Tor geht er von der falschen Seite, attackiert er vielleicht, muss er vielleicht von ihnen attackieren. Für mich war er trotzdem heute, ja, nach vorne sehr, sehr gut, nach hinten klar. Das ist schon eine sehr tiefe Position, die er normalerweise, wenn wir eine Dreierkette zur Verfügung haben, eben nicht hat, aber hatte heute keine andere Wahl. Ich hatte nur 2 Innenverteidiger, die haben Gott sei Dank durchgehalten und ja, dementsprechend, ja, für das war das schon sehr ordentlich. Kevin Schwank von der Bild-Zeitung in der 3. Reihe in der Mitte. Hallo Herr Hasenhüttl, eine Doppelfrage. Einmal können Sie was sagen, wie es Lacroix geht, der hat heute nicht gereicht für den Kader. Und Sie haben so ein bisschen heute die Stimmung angesprochen. Was kann denn da besser werden? Wie wird die besser? Und vielleicht Gegenfrage an Herrn. Wie soll die besser werden, Alter? Da muss er halt, ja. Die Fanszene, ja, was soll man da sagen? Das ist halt Wolfsburg, Alter. Kompanie, wie fanden Sie an die Stimmung bei Ihrer Bundesliga-Rückkehr? Ja, also Maxence hat es nicht geschafft, weil ein Lauftest am Samstag nach 100 Meter abgebrochen und dann hat das natürlich keinen Wert, dann funktioniert das nicht. Der Tritt am letzten Wochenende war einfach zu extrem, die Schwellung auch zu extrem, es ging nicht. Und zur Stimmung, ich meine, wir wollen ja gerne in Vorleistung gehen und wir wollen ja gerne auch zuerst liefern und dann etwas einfordern und ich finde, einfach in solchen Situationen, wenn man merkt, es wird schwer jetzt und wir holen uns vorne irgendwie einen Freistoß raus oder irgendwie eine Ecke oder irgendwie einen Einwurf. Ich kenne das halt aus der Premier League, da geht das ganze Stadion ab, nur weil wir uns einen Einwurf geholt haben. Und da finde ich halt einfach, da müssen wir noch mehr Unterstützung kriegen in solchen Momenten. Einfach, ich weiß, wir müssen in Vorleistung gehen, das tun wir auch. Und so wie die Jungs heute gefightet haben, so erwarte ich, dass da einfach dann jedes Mal jeder aufspringt, wenn wir es schaffen, uns irgendwas zu holen gegen so einen Gegner. Und ich glaube, so kann es dann auch in Zukunft so sein, dass das alles zusammenwächst hier. Und ich glaube, das wollen wir alle haben. Wir wollen es positiv verkaufen, wir wollen es positiv haben und wir wollen den Jungs da oben zeigen, dass wir bereit sind, dafür alles auf den Platz zu lassen. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen vermisst manchmal, ja. Ehrliche Worte, ne? Ja, also von meiner Seite ganz einfach, was die Atmosphäre angeht. Am Ende des Spiels natürlich ist es super in Deutschland, wie die Spiele zu den Fans gesammelt gehen. Und dieser Moment, dass sie einfach haben, zusammen auch die Zeit nehmen, das zu genießen. Und ja, das war heute, aber das war auch in das Freundschaftsspiel gegen Tottenham sogar und in Ulm auch. Und das hast du nicht in jeder Liga, also das ist schon Besonderes in Deutschland auf jeden Fall. Gut ausgewichen.
Ganz hinten in der letzten Reihe Henning Tubaben von den Wolfsburger Nachrichten und dann der Kicker nochmal. Ja, hallo Herr Hasenhüttl. Der Kamil Grabara hat ja heute sein Debüt gegeben im Tor. Er ist ja nun ein ganz anderer Typ als Kun Castells. Welchen Anteil hat auch er daran, dass praktisch eine neue Energie und neuer Schwung in der Mannschaft zu spüren war? Also sportlich hat er auf jeden Fall eine Menge Anteil. Hat schon 3-4 Bälle echt extrem gut gehalten. Ja, natürlich aufgrund seiner Präsenz da hinten und den paar guten Aktionen, die er auf der Linie hatte. Einmal wehrt er, glaube ich, den Kopf ab. Also das ist schon für uns hoffentlich ein richtig guter Rückhalt. Ich glaube, das war heute schon mal ein richtig guter Start für ihn hier bei uns im Stadion. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass uns Kamil einfach ein richtig guter Rückhalt wird in dem Jahr. Das brauchen wir auch. Jede Mannschaft braucht das. Ich bin sehr zufrieden, was ich heute gesehen habe. Ja, also haben Sie zu Spielbeginn viel Geschwindigkeit auf den Platz gebracht, weswegen wahrscheinlich dann Jonas auch draußen. Das ist mich gerade Frage, läuft da gar keiner mit dem Mikrofon rum? Ist ja wild. Saß. Jetzt kam ja auch noch nach Kevin rein. Ist das Jonas körperlichem Rückstand immer noch geschuldet, dass er da aufzuholen hat, oder was war der Grund dafür? Ja, nee, in solchen Momenten geht es. Aber schön, dass da dieselben dummen Fragen kommen wie bei uns auch. Um Taktik und um verschiedene Qualitäten, die halt Spieler mit sich bringen und das hat jetzt damit nicht mehr so viel zu tun. Aber nochmal, also Jonas hat es jetzt, seit er hier ist, eigentlich nicht schlecht gemacht. Er merkt schon, dass er auch noch ein bisschen Rückstand hatte, aber das war heute auch kein Spiel für Jonas Wind. Wenn wir so unter Druck sind, wenn wir so Bälle lang schlagen, versuchen auf den zweiten Ball zu gehen, hinterher zu gehen, dann brauche ich ein bisschen Speed da vorne. Und mit Riedle und Thiago und Patrick Wimmer und auch Lovo waren wir da einfach schwerer auszurechnen, flexibler, und trotzdem waren wir gut auf den zweiten Bällen. Also das hat, glaube ich, ich glaube, dass wir heute nicht so viel falsch gemacht haben, weil sonst hätten wir heute nicht so lange mithalten können. Abschließende Frage von der dpa. Sebastian Stiegl in der Mitte. Hallo, eine Frage an Herrn Kompanie. Wie erklären Sie diesen Leistungsunterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit, den Sie selbst ja angesprochen haben? Hey, die Frage, die wir im letzten Jahr bei jedem Spiel fast gehört haben. Yeah, I'm just going to answer in English if that's okay. No, I mean, you definitely have a plan before you come into a game, and of course the other team will adapt and make changes to disrupt your plan. But in the end, the first half, other than scoring maybe 1 or 2 more goals, I was really happy with the first half, and I know that it's something you can build on. The second half, of course, like I know, I've seen the teams from Ralph in England and in the Premier League for many years, and they fight and they come out and they score after 20 seconds. And if you expect that it's going to be an easy game at that moment in time, it's naive. In that moment, they score after 20 seconds. Like, prepare yourself for a battle. It's always been like this. And then, like I said, at the end of the day, I do want to put forward the outstanding mentality of the team. Like, we can't forget performance and mistakes is one thing, but how do you react after your mistakes? And after the mistakes, I didn't feel like the team was feeling sorry. It was just a difficult game, but we got the goals because we created the chances, and that remained throughout the game. So yeah, tough game, tough away game, but in the end, very good win. Ja, das war jetzt nicht wirklich eine Antwort auf die Frage, ja, wie er sich das erklärt. Er hat es halt einfach nochmal zusammengefasst, hat dasselbe gesagt, wie ich es gesagt habe. Starke erste Halbzeit, wir hätten in der ersten Halbzeit aber halt 1 oder 2 Tore mehr machen müssen. Und dass es klar war, dass er halt Ralf Hasenhüttl Fußball aus der Premier League kennt und er wusste, dass die so rauskommen, dass sie fighten werden, dass sie alles reinwerfen werden. Erst recht bei 1:0. Ja. Und dass dann aber die Reaktion, die die Spieler gezeigt haben nach dem Rückstand, dass dann eine Entschuldigung war, sozusagen, dass sie sich die Mentalität da war, zurückzukommen. Aber das hat jetzt nicht wirklich was mit der Frage zu tun gehabt, wie er sich das erklärt, dass so ein Leistungsunterschied da ist. Vielleicht meinte er das so, dass man halt das dann nicht verhindern kann. Ja, dass Wolfsburg dann so rauskommt und fightet. Was ich persönlich jetzt nicht so fühle, weil man hat es ja schon zugelassen irgendwo, ne, bei uns.
Vielen Dank, einen schönen Abend und euch eine gute Rückreise nach München. Dankeschön. Danke. Ja, Hovi Makarovi. Ja, zum Spiel habe ich alles gesagt. Ich habe 45 Minuten irgendwie gelabert in einem anderen Video. Von daher guckt euch das an, wenn ihr da meine Meinung zu haben wollt. Das war die PK. Und in diesem Sinne, eine Woche Zeit. Ja, wir spielen ja wieder erst Sonntag gegen Freiburg. Ich denke, das könnte eine ähnliche Kiste werden. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, ob die ein oder andere Konsequenz aus diesem Spiel in die Startaufstellung kommt. Wir werden sehen. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein. Guten Start in die Woche. Bleibt gesund. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.